Nur weiter, geht schon. Also so Langzeitpläne? Kann man nicht sagen. Ich weiß nicht. Liebe Zuschauer, Servus bei Bergauf, Bergab. Jetzt im Herbst, da ist ja wieder die Zeit, wo man die Chance hat, Bergfilme auch einmal auf der großen Leinwand im Kino zu sehen. Das Bergfilmfestival hier in Tegernsee, das ist zwar leider schon vorbei, aber nächste Woche beginnt das in Graz. Die European Outdoor Film Tour ist mit einigen spektakulären Filmen wieder unterwegs durch viele Städte, auch in Bayern. Und dann gibt es noch den Film Durch die Wand über den amerikanischen Kletterer Tommy Caldwell und eine neue Tour am El Capitan in Yosemite. Die läuft und lief in ganz regulären Kinos in Bayern. Das Yosemite und den El Capitan, den bekommen Sie allerdings heute auch bei uns zu sehen. Außerdem lernen Sie zwei Menschen kennen, deren große Leidenschaft das Klettern ist. Nämlich Barbara Zangerl und Jacopo Larcher, vorgestellt von Malte Röper. Der Yosemite Valley Nationalpark in Kalifornien mit seinen senkrechten Granitwänden ist ein Mekka für Kletterer aus aller Welt. Die längsten und anspruchsvollsten Freiklettereien finden sich am 1000 Meter hohen El Capitan. Die zweitschwierigste Route dieser Wand, Magic Mushroom, gelang 2017 einer österreichisch-italienischen Seilschaft. Die 30-jährige Barbara Zangerl aus Tirol und ihr Lebensgefährte Jacopo Larcher, 29 aus Südtirol, bilden ein gleich starkes Team. Barbara, alias Babsi, gilt dabei als eine der besten Kletterinnen der Welt. Also ich denke nie, dass ich irgendwo die Beste bin. Das habe ich mir noch nie gedacht. Und ich glaube, ich gehe generell immer in ein Projekt ein und denke mir im Vorhinein, es geht nicht. Ich denke mir nie, es geht. Ja, die Kletterei im Magic Mushroom, das ist eigentlich voll speziell. Man steckt in einer Verschneidung drin und robbt sich so Zentimeter für Zentimeter nach oben. Okay, Jacopo! Allein um die schwierigsten Stellen einzuüben, verbrachten sie schon 3 Wochen in der Wand. Das klingt jetzt alles ziemlich hart. Wir zeigen da Bilder vom Robben und vom Schinden und vom Kämpfen und es schaut so aus, als würde es gar keinen Spaß machen. Aber ich muss wirklich sagen, das Leben in der Wand ist eigentlich brutal cool. Wir hatten eigentlich einen riesigen Respekt von der Route, aber wir haben trotzdem entschieden, okay, wir gehen schauen, wie das ist. Und ja, es kann nicht viel passieren eigentlich. Unerschrocken, unermüdlich und fast ununterbrochen sind sie gemeinsam unterwegs. Ihre Spezialität? Lange, extreme Freiklettereien wie am El Capitan, wo ihnen bereits mehrere Routen gelangen. We have no beers, we have no wine, we have nothing for the bottlage party. We just have eggs. Wir schlafen im Jahr sehr selten daheim, eigentlich nur im Winter durchgehend. Und sonst im Herbst sind wir meistens im Yosemite und da sind wir letztes Jahr zum Beispiel über 30 Nächte in der Wand gewesen. Tagebuch über ihre Reisen führen sie dabei nicht. Ich glaube, es ist leichter zu sagen, wie oft wir im Bett schlafen. Der Ding schaut geil aus da. Ich glaube, jetzt mit den Projekten, die sie haben in die hohen Wände, das war nie so zustande gekommen, wenn es dazu mal die Boulderzeit nicht gegeben hätte. Über das Bouldern, das seilfreie Klettern an kleinen Felsblöcken, entdeckte Babsi bereits mit 14 Jahren die Freiheit des Draußenseins.
Das Bouldergebiet von Galtür, seinerzeit ein regelmäßiges Ziel, hat sie seit langem nicht besucht. Noch immer kennt sie jeden Block und jeden Griff. Der heute 50-jährige Dietmar Didi Siegel war damals einer ihrer Mentoren. Es prägt einem die Kindheit, was man da gemacht hat. Und da war ich mit dem Didi und mit dem Bernd unterwegs. Und wenn ich das damals nicht gewesen wäre, nachher hätte mich die großen Wände auch nie interessiert. Ja. Aber es war wirklich so, dass man eigentlich jedes Wochenende am Weg war. Es hat fast kein Wochenende gegeben, wo man daheim war. Mit Didis kleiner Clique ging es in jeder freien Minute hinaus. Die junge Babsi fühlte sich bei den Älteren gut aufgehoben. Schnell waren frühere Sportarten vergessen, wie Skifahren oder Fußball, wo sie sich als einziges Mädchen in einer Jungsmannschaft durchsetzte. Wanderausflüge mit der Familie stillten ihren Tatendurst schon in ganz jungen Jahren nicht. Ihr Übermut brauchte ein anderes Ventil. Endlich war es gefunden. Am Fels fand sie ihr Element. Und kaum war ein Boulder gelöst, ging es sofort an den nächsten. Die Motivation, sie war jung, sie war so motiviert und da hast du gemerkt, sie hat das Zeug dazu, dass sie etwas Großes wird. Nur nicht loslassen. Ja, also jeden Griff, was sie immer in der Hand hat, den lässt sie nicht mehr so schnell los. Ja. Das ist sicher auch ein Markenzeichen. Ja. Faszinierend. Ja, den Biss, Hut ab. Super. Ich bin Didi, genau. Jetzt red nicht. Ich bin halt stur. Stärker und nervenstärker als früher versucht sie, was sie damals nie gewagt hat: den Direktausstieg über den Überhang. Hey, super, cool. Leichte Schönheitsfehler. Das ist nicht ohne, nicht? Endlich, Didi! Endlich! Bevor ich ein Projekt probiere, denke ich mir meistens, es ist mir eine Nummer zu groß. Und das ist auch ein bisschen Selbstschutz, glaube ich. Das ist typisch für die Bauer, dass sie eigentlich ihren Erfolg eigentlich unter den Schemel stellt. Weil ich finde schon, dass sie eigentlich auch mit einer schweren Routenwiederholung oder sowas, sie hat eigentlich relativ wenig Input von manchen Kletterern gekriegt und trotzdem hat sie den Biss gezeigt und hat sie das erarbeitet. Und ich denke, da die ganze schwere Route, ich meine, das war schon eine Wahnsinnsleistung. Ja, das ist ja es ist aber auch ein langer Prozess irgendwie. Ja. Es ist schon so, dass halt draufkommst beim Boulder, kommt so viel auf die Schwierigkeit davon. Oder? Man probiert extrem schwere Einzelzüge. Und wenn man nach Anfang Seilklettern, nachher geht es um das, dass man eigentlich Ausdauer braucht. Und wenn man nach Alpin klettert, dann geht es um das, dass man einen guten Kopf braucht. Und das sind so viele verschiedene Aspekte irgendwie, die da zusammenspielen. Und nur wenn alles relativ gut funktioniert von den einzelnen Sachen, nachher haut es am Schluss so hin. Gut, super. An dem Block gibt es ein weiteres Problem, das sie früher nicht lösen konnte. Schwierigkeitsgrad 8a der Boulder-Skala. Die scharfkantig schmerzhaften Griffe sind winzig. Geht's? Kim, voll. Alles super, schon gut aus, Kim.
Kim. Ja. Geht schon. Hey, gut, ist ja gut angeschaut. Hey, war gut. Hey. Nicht sehr gescheit. Alter, das wäre brutal. Gut. Das war sehr toll. Boah, ja. Auf den Zeigefinger. Das ist brutal, weißt du, weil die Haut zum Rest. Oft kannst du dann nicht probieren. Kim. Alle, Kim. Voll. Kim. Jawohl, Kim, super. Gut. Super. Gut, okay. Super. Super. Geil. Wahnsinn. Cool. Ja, Voll geil. cool. Aber ich meine, es ist oft so, es fühlt sich unmöglich an am Anfang, oder? Und wenn du das nicht so lernst, beim Bouldern lernst du das. Du gehst hin zum Boulder, es fühlt sich unmöglich an, du kannst es nicht machen, unvorstellbar. Und dann fängst du an zu probieren, der ganze Prozess. Dann probierst du, es muss genau passen, die Tritte, die Griffe. Und nachher geht es auf einmal. Und das kannst du genau so auf lange Touren umsetzen. Bis in Magic Mushroom am El Capitan alles passte, brauchten Babsi und Jacopo 3 Wochen Vorbereitung. Erst danach konnten sie den freien Durchstieg in einem Zug versuchen. Nach noch einmal 10 Tagen, diesmal nonstop in der Wand, erreichten sie den Gipfel und vollendeten ihr bislang schwierigstes Projekt gemeinsam. Nur das erste Rendezvous ging beinahe daneben. Da bin ich Jacopo zum ersten Mal getroffen und da haben wir ausgemacht, dass wir uns treffen, da und da, und wir gehen zusammen klettern, oder? Das war eigentlich unser erstes richtiges Date. Und dann habe ich einfach 1,5 Stunden gewartet am Parkplatz, bis Jacopo da war. Ich habe nicht gewusst, ob Flo denn so weit weg ist. Genau. Er ist sicher der Ruhepol von uns zwei. Also in der Wand ist der Jacopo der Ruhepol. Er ist der Organisierte in der Wand, ich bin eher die Chaosperson. Ich bin eher ein ruhiger Typ und ich mag nicht viel darüber reden eigentlich. Ja, ich glaube, ich bin immer voll ruhig gewesen und ich glaube nur mal schüchtern. Jetzt geht es ein bisschen besser, weil ich so viel am Reisen bin und durchs Klettern, man kennt so viele Leute, oder? Und Klettern ist für beide ein Lebensstil. Beladen mit Equipment, belohnt mit Erlebnissen, kehren sie immer wieder zurück, um im Tal das nächste Abenteuer zu beginnen. Nach der Tour ist vor der Tour. es hat wirklich unmöglich ausgeschaut. Ich bin unten gehängt und habe gedacht, wie kann man sowas klettern? Da war komplett, die ganze Länge war komplett glatt und das Kletterei war ziemlich speziell. Es hat fast keine Tritte gegeben, keine offensichtlichen Griffe und deswegen haben wir oft einen Tag gebraucht, um einfach 3 Züge auszuchecken. Und das kann ziemlich frustrierend sein, wenn man denkt, dass man gerade versucht, eine 1000 Meter Wand freizuklettern und dann braucht man einen Tag für 3 Züge. Ich tue mir immer hart von Leuten zum Reden eigentlich, weil, keine Ahnung, ich finde das
ich kletter viel lieber nur für mich. Und es fühlt sich schräg dann an, von Leuten da zum Stehen und über unsere Abenteuer zum Reden eigentlich, weil wir machen das erst für uns. Ja, in erster Linie machst du das für selber uns, ja. und nicht für andere, das ist klar. Aber irgendwie ist es schon cool, wenn es anderen Leuten taugt, was man macht und so. Dass ihnen die Liebe zum Klettern wichtiger ist als die Vermarktung, selbst der extremsten Touren, es könnte eine Phrase sein, aber man glaubt es ihnen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ja, sicher, es ist lässig, wenn man die Leute so inspirieren kann, um dasselbe dann, dass sie dann selber motiviert sind, und so eine Wand zu klettern oder. Das ist unser Ziel. Ja. Also, das Ziel ist, dass man Leute motiviert. Oder? Ich bin nur motiviert, um einen Vortrag zu machen, damit ich andere motivieren kann. Das ist eigentlich, es ist nicht eine Selbstdarstellung für mich, es ist eher, dass man das Gefühl von sowas irgendwie weitergeben will. Of winter fly, driving bones into the snow, black and frost. Trotz ihrer Ausnahmeleistungen sind beide nur Teilzeitprofis. Babsi hat eine 30%-Stelle im Spital Bludenz als Röntgenassistentin. Jacopo arbeitet nebenher als Routensetzer in Kletterhallen. Strangers plant themselves. Wenn ich heimkomme, dann gehe ich zur Arbeit. Mir ist schon wichtig, dass ich irgendwie den Job nebenbei habe und dass ich auch andere Leute trifft, die nichts mit Klettern zu tun haben, damit ich auch ab und zu einen normalen Alltag habe. Geht's so? Okay, nachher starten wir. Weil man ist schon ein bisschen auf der eigenen Schiene, wenn man das Klettern so professionell betreibt. Und ja, kann man sich halt den Tag immer selber einteilen. Man hat bestimmte Projekte selber, die man macht. Und es ist schon relativ einseitig. Und das taugt mir schon, der starke Kontrast vom Klettern und vom normalen Leben eigentlich. Es ist eigentlich voll cool, dass das so geht mit meinen Arbeitskollegen, dass die da so tolerant sind und mir das ermöglichen. Das hat man nicht überall so, denke ich. Das ist schon ein großes Privileg, da zu arbeiten. Und für mich ist halt einfach super, dass ich klettern kann, so viel ich will, und dass ich den Job halt so nebenbei überhaupt machen kann. Ja, ich hoffe, dass uns nicht nur das Klettern verbindet. Wir haben sicher so eine ähnliche Einstellung, wenn es Klettern geht. Weil ich glaube, für uns ist, also wir möchten nicht reich mit dem Klettern zu werden, wir möchten einfach viel klettern. Und so fahren sie auch von Bludenz in Vorarlberg, wo sie zusammen wohnen, an jedem freien Tag hinaus an den Fels. Diesmal geht es an die Rote Wand, wo Babsi eine extrem schwierige Route probieren will, die Jacopo schon einmal gelungen ist. Aber hat schon geregnet. Ja, aber schon nicht so. Nicht so nass aus. Aber sind sie nicht so gut eingespielt, dass sowieso fast alles klappt? Was nicht so klappt, ist Schon weggebürgert. die Organisation mit dem Hallback. Ich hasse Hallbacks. Und wenn man es eigentlich stopft, dann wird ich narrisch. Ich hänge ab und zu die Sachen außen dran und dann wird er wahnsinnig. Der Hallback ist eigentlich den
Gepäcksack, den man mitzieht in der Wand. Und da ist ja generell wichtig, dass man den sauber verpackt, damit man, wenn der irgendwo streift, und das tut er ja die ganze Zeit, damit die Sachen nicht rausfallen, oder? Und ich habe halt die Vorliebe, dass ich da schon ab und zu mal was außen dran hänge, weil es einfach so immer. unkompliziert ist und weil halt meistens kein Platz ist in dem Halbweg. Und der Kopper, der regt sich da immer göttlich drüber auf, wenn da die Schuhe außen dran hängen oder die Karabiner oder was weiß ich was. Ja, aber es ist schon passiert, dass meine Schuhe schon geflogen sind. Ja, aber ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass die Schuhe öffnen, ist gleich, als wenn die einen Blitz trifft. Nein, aber es ist schon passiert. Ja, ich weiß. Nein, ist keine gute Idee. Das sollte man nicht machen. Aber... Ich glaube nicht, dass für Babsi die Route ein großes Problem wird. Nein, das stimmt. Also die schwere Länge ist sicher voll schwierig und anspruchsvoll. Ich glaube, dass man da schon eine Weile probieren muss. Das ist sicher nicht eine Route, wo man einfach so hingehen kann und durchsteigen. Und das ist für beide gleich viel Stress. Wenn man oben hängt und man weiß, man darf nicht stürzen, dann ist man voll am Anschlag. Nachher ist man irgendwie ein bisschen gelähmt vor Angst. Manchmal hat man das Gefühl, dass man die Angst echt lähmen kann. Und dann kommt es eigentlich noch viel schwerer vor, als es eigentlich ist. In der Route mit dem klingenden Namen Sangre de Toro, Stierblut, wartet nicht weniger als der obere 10. Schwierigkeitsgrad. Ich kann das nicht abschätzen. Es hängt immer davon, wie schwer die Schlüsselstellen sein. Es kann sein, dass es mir extrem fuchst oder es kann sein, dass es gleich einmal geht. Keine Ahnung. Das ist immer eine große Überraschung eigentlich. Jacopo, der die Route ja bereits kennt, steigt als echter Kavalier zunächst voraus und wird Babsi auch oben in der Schlüssellänge schon einmal die Haken einhängen, damit sie es bei ihrem ersten Anlauf in dieser auch nervlich anspruchsvollen Route leichter hat. Geht ja. Ist noch weit eigentlich. Hilfreich für Babsi sind vor allem seine Informationen über die richtigen Griff- und Trittabfolgen. Wo ist am schwersten? Mit rechts auf die flache Leiste. Und dann, wenn die hast, dann ist es vorbei. Du steigst links auf die Rampe. Mhm, dann klingt ein guter Griff. Machst du einen Knieklemmer Okay. und nimmst einen guten Griff. Klingt gut. Steigst rechts aus. Ja, du musst in den nächsten kreuzen. Alle. Ich habe den Aufleger genommen, dann bin ich mit links hin, mit rechts oben drüber und nachher Kreis. Die Schlüssellänge frei und ohne Ausruhen im Seil zu durchsteigen, ist heute noch nicht das Ziel. Wenn sie die einzelnen Abschnitte klettern kann, wäre dieser erste Tag in der Route schon ein voller Erfolg.
auf die Rampe. Ja, voll gut. Alle, geht schon. Ja, genau. Dann Fußwechsel. Schulterleiste auf die Rampe. Nur weiter, geht schon. Dann wird es leichter, kletterst einfach auf den Riss. Okay, Jacopo. Coole Länge. Okay. Mit diesem Standplatz ist für heute das Ziel erreicht. Andere Ziele folgen ganz bestimmt. Für uns fühlt sich schon definitiv so an wie eine Reise. Oder ja, ich meine, es ist vielleicht da, irgendwann ist es sicher nicht mehr so, wie es jetzt ist. Aber es ist schwierig zu planen für uns, wie lange das so weitergeht und wie sich das Ganze entwickelt. Da machen wir uns relativ wenig Gedanken und solange es so Spaß macht und solange wir uns gut dabei fühlen und auch ein bisschen was zurückgeben können, glaube ich, kann es nicht wirklich falsch sein. I want to be one and only for a day. I wish we'd be together, I wish it to be forever. I want to be one and only for a day. Ja, für die beiden, da steht wirklich das Klettern eindeutig im Mittelpunkt ihres Lebens, wobei ich ja ganz sympathisch finde, dass es dann doch noch ein, zwei Dinge gibt neben dem Klettern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.